Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, der letzte Vlog wahrscheinlich dieses Jahr, oder es wird der letzte Vlog sein dieses Jahr. Wir haben nämlich heute den 30. Dezember 2020. Und ja, das 21. steht vor der Tür. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle einen guten Rutsch habt und dass ihr gut ins neue Jahr startet. Und ja, ich habe gedacht, ich mache heute mal noch wieder einen Vlog, weil ich habe schon lange keinen mehr gemacht. Und ich habe auch recht Bock, wieder mal einen Vlog zu machen. Ich freue mich dann aufs Schneiden von diesem Vlog. Ich hocke auch schon jetzt wieder vor dem Laptop, weil ich jetzt noch das letzte COD-Video schneiden. Das Cold War Let's Play, da bin ich noch fertig und das tue ich jetzt schneiden, aufladen. Und ja, da zeige ich mal, wie ich das Ganze ein bisschen mache, euch ein bisschen erklären, wie ich ein Video schneide. Das könnte vielleicht für ein paar interessant sein. Und dann würde ich sagen, legen wir los. So, also ich tue das Ganze an meinem Final Cut schneiden und so wird das etwa aussehen, wenn ich mal alle Dateien hinzugefügt habe. Plus auch noch 2, 3 Effekte. Ich muss es leider jetzt vom Handy abfilmen, weil ich habe probiert, mit der Bildschirmaufnahme das zu machen. Das Problem ist einfach eben, dass dann mein Laptop mit Importieren von Dateien und gerade Bearbeiten und Rendern noch im Hintergrund, dass er gerade ein bisschen überfordert ist. Ich zeige nur ganz kurz schnell, was ich mache. Also ich tue hier bei der Gameplay-Datei oder beziehungsweise hier beim Gameplay, tue ich meistens immer hier oben gesehen, dass ich immer Schärfe und Lebendig rein. Die Schärfe ist einfach mehr, dass wir ein bisschen Kanten drin haben, also dass man hier den Untertitel zum Beispiel besser lesen kann. Und die Lebendigkeit ist einfach, dass die Farben ein bisschen besser aussehen, weil durch Game Capture wird manchmal die Farbe ein bisschen matt oder einfach ein bisschen gräulicher oder einfach, es ist nicht so lebendig, wie es sollte sein eigentlich. Und bei der Facecam, hier zum Beispiel, hier tue ich immer beschneiden und auslaufen rein, weil hier kann ich dann nachher verstellen, wie dick soll hier der Rahmen sein oder wie viel soll vom Bild drin sein. Da tue ich meistens das immer die Weite so, etwa plus minus, die Höhe nehme ich auch ein bisschen noch runter, so. Und dann nachher Roundness tue ich voll auf, dass ich ein rundes Bild habe. Und dann tue ich den Fader rein, dass es dann nachher so ein bisschen verschwommen aussieht. Das ist halt immer ein bisschen so ein Probieren, meistens etwa so. Und dann tue ich das noch verkleinern hier drüber und tue dann das Ganze, oh, das ist schon einhändig da so, und dann tue ich das meistens so zusammenziehen und setze es dann in die Ecke auf. Ich habe meistens immer da oben rechts die Kamera, da wird das etwa plus minus so aussehen, dass ich jetzt so grob wie draussen nachher noch ein bisschen verfeinern. Ja, und dann tue ich das so beschneiden, muss jetzt das Ganze synchronisieren. Normalerweise ist es eigentlich eine recht einfache Geschichte, das Ganze zusammenzuschneiden. Das Problem ist eben jetzt da, das war eigentlich ein Videomaterial von über einer Stunde, das ich aber rausgeschnitten habe, schon einen Teil. Plus dann die Audiospur, die auch über eine Stunde war, die ich rausgeschnitten habe. Und die Videodatei ist eben weniger als eine Stunde, weil das Problem ist, dass meine Kamera da bei diesem Punkt keinen Akku mehr hatte und abgeschaltet hat. Und normalerweise ist das nie so. Es geht aber gleich, man muss sich einfach ein bisschen orientieren und es geht halt auch ein Video, bis man alles ein bisschen zusammen hat, aber es geht schon. Und ja, ich tue jetzt mal kurz ein bisschen zusammenschneiden und zeige euch dann nachher mal etwas so in der Hälfte mal ein bisschen so einen Zwischenbericht, wie es etwa plus minus aussieht. So, also ich bin jetzt fertig mit dem Schneiden. Wie man sieht, ist meine Pizza auch mega sauber. Also ich bin jetzt fertig mit dem Schneiden. So sieht jetzt das Ganze aus. Ich habe komplett alles durchgeschnitten und alle Effekte drauf, die drauf sein sollten. Es war jetzt ein bisschen speziell mit dem Schneiden, weil es halt einfach nicht so ist wie immer. Wie schon vorher erklärt, hat ein bisschen mehrere Gründe. Ja, jetzt tue ich das exportieren. Das Thumbnail habe ich schon mal exportiert, einen Teil. Jetzt muss ich noch hier einen Facecam-Ausschnitt nehmen. Ja, und dann nachher kann ich noch das Thumbnail machen und dann wird das Ganze aufgeladen und dann sollte das eigentlich auch heute rauskommen, weil es ist gerade 1:30 und dann sollte das eigentlich noch länger. Exportieren vom Video geht jetzt relativ lang. Darum gehe ich jetzt am PC runter. Der Malo hat mir gerade geschrieben, er kommt ins Black Ops. Ich glaube es kaum. Da spielen wir wirklich Black Ops. Mal schauen, wie er es findet. Er hat ja das Black Ops jetzt die ganze Zeit gesagt, ja, ist nicht geil und so. Und ist nicht spielbar. Und bei Season 1 hätte ich gesagt, er fährt davon gamen. Aber Season 1 ist schon lange draußen und er hat immer noch nicht gamet. Aber jetzt hat er den Shader installiert, hat er mir gerade vorgeschrieben. Also heisst es jetzt ran an den PC und dann schauen wir doch einmal, wie es der gute Malo findet, das neue Black Ops. Er wird sicher noch ein paar Runden richtig kacke, finde ich, es kommen. Oh, geil, Mann. Genau, Gäbki, Walter. Es erinnert mich an Nintendo DS. Gut, also mittlerweile ist schon 5 Uhr. Ich habe aber nicht so lange gegamet. Nein, ich habe schon mit dem Malo gegamet, nachher sind wir aber
Wir mussten schnell aufhören, weil meine Schwester hat mir angerufen, ich musste ihr noch schnell kurz helfen. Wir sind einen Ikea-Schrank gekauft und dort hat sie den nicht ganz aufstellen. Darum bin ich noch schnell kurz helfen. Jetzt bin ich wieder daheim und ich schaue mal, ob der Malu wieder online ist und ob wir weitergehen können. Nicht mein Wunder. Zweiter Tag. So, es ist mittlerweile der nächste Tag und ich habe gestern nur noch ein Fernsehen geschaut am Abend und es ist eigentlich nichts mehr Spezielles gemacht. Jetzt gehe ich noch voll über, hole noch schnell meine Kopfhörer, die ich noch bestellt habe im Digitec, weil ich habe jetzt immer so die Turtle Beach gehabt, die eigentlich nicht so nice waren, weil das sind echt billige Kopfhörer und vor allem hat es mich angeschissen wegen dem Kabel. Darum habe ich jetzt noch neu bestellt, die gehe ich jetzt holen. Ja, und ich zeige sie euch nachher noch schnell. So, also wir sind wieder zurück vom Digitec und das ist das Headset, das ich geholt habe. Ein Logitech Pro Wireless. Und ja, ich bin ein bisschen schauen, was sich so lohnt oder so. Also ich bin jetzt nicht so der Headset-Profi, also ich kenne mich schon ein bisschen aus dem Kopfhörer, das schon, aber ich weiß schon, dass viele halt so auf Astro und so schwören, aber ich habe irgendwie gedacht, so, ja, ich habe nicht so Bock auf so das Astro und der Malu hat mir zwar auch mal gesagt, hol dir doch sonst so eins. Er kann das empfehlen. Aber ja, ich möchte nicht so der Masse gehören und ich dachte, ich hole jetzt einfach mal so eins. Ist halt natürlich auch vom Preis her ein bisschen günstiger. Und ich habe ein paar Berichte geschaut, das haben eigentlich viele noch gesagt, es sei eigentlich nicht so schlecht. Darum schauen wir jetzt mal, wie packen wir das so aus. Ich habe mir schön einen China-Gestank entgegen. Alter, das schmeckt ja richtig gut. Also, dann sieht das Ganze einfach so aus. Also, das Headset ist so verpackt. Einmal. Dann kann man die Lasten hier drauf tun. Das rausfahren hier. Und dann haben wir hier eigentlich nochmal das Headset. Das mal so verpackt ist. Oh, geht eigentlich noch. Es ist nicht so schwer und auch nicht so leicht. Also eigentlich, sage ich jetzt mal, ein schönes angenehmes Gewicht gegenüber das. Ja, das wiegt nichts, das was ich jetzt hier habe. Das ist schon ein bisschen etwas. Gut, wenn man jetzt kann sagen, es ist schon mal der Akku. Der Licht, ich weiss es nicht. Genau, lassen wir das raus. Das irgendwie geht. So. Okay, die sehen so aus. Die sehen ein bisschen aus wie so Studio-Kopfhörer irgendwie. Und da ist so. Oh, sieht noch nice aus. Das ist so eine Logitech Aluminiumplatte so reingefräst. Das sieht schön aus. Und das sind jetzt hier mit den Kunstlederaufsätzen. Die sind auch relativ dick. Es sind aber noch andere dabei. Die kann man auch so ausfahren hier. Sind fast stufenlos, kann man sagen. Und ja, mal schauen hier. Ja. Also wir passen jetzt gut noch drauf auf die Ohren. So. Ja, nicht so ein kleiner Kopf, wie ein recht grosser Schädel, muss ich ehrlich sagen. Aber von dem her sind sie gut und sie sind auch bequem, sie drücken nicht oder so. Ja, wir müssen mal schauen. Was haben wir schon noch drin im Päckchen? Wir haben hier mal noch den Dangle. Beziehungsweise das ist eigentlich, weil es kabellos ist, tut man den in die PC rein und dann wird das Signal drauf gesendet. Dann da ist nichts drin. Dann haben wir hier noch etwas. Wir haben hier noch WC-Papier wieder dabei. Sprich einfach ein bisschen Anleitung. Und dann haben wir hier auch noch so eine Tasche zum Mitnehmen, so eine Transporttasche, falls man das Headset noch irgendwie mitnehmen will. Ich wüsste nicht woher, aber ja. Ein USB-C Ladekabel bzw. USB-A auf USB-C Ladekabel. Man sieht es natürlich mega gut in der Kamera. Aber recht grosse Tasche noch. Das stinkt an, warte. China zu. Ah, da ist noch das Mikrofon rausgefallen. Hat auch noch einen Mikrofonadapter. Das Mikrofon ist übrigens von Blue Voice. Habe ich auch schon mal etwas gehört, die sagen eigentlich nicht so schlecht. Aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne die Marke wirklich nicht. Und das wären noch die anderen Aufsätze. Und zwar eben sind Kunstleder oder auch Stoffaufsätze dabei. Da muss man halt ein bisschen schauen, welches das einem besser gefällt, was einem angenehmer ist. Ich habe das Gefühl, dass die hier wahrscheinlich ein bisschen weniger werden
Schall abheben von außen. Also das muss man dann schauen. Die sind auch dunkel, ein bisschen kleiner. Was sie? Ah nein, sie sind gleich groß, aber sie wirken jetzt so auf den ersten Blick wirklich kleiner. Aber mein Ohr hat da locker drinnen Platz, also das ist gut, es funktioniert. Ja, das ist jetzt eben das Headset, das ich mal geholt habe. Wie der Sound so wird sein, muss ich zuerst mal ein paar Mal ausprobieren. Das ist natürlich schwierig zu sagen, wie man gerade so am Anfang das finden wird. Ja, ich probiere es mal ein bisschen noch. Da haben wir übrigens den Anschluss, falls man das auch noch sehen. Also da ist der USB-C zum Aufladen, Ein- und Ausschaltknopf, da ist noch das Dreirädchen zum Verstellen. Ist ja noch, dreht sich auch sehr gut, also mit einem angenehmen Widerstand. Und dahinter kann man noch das Mikrofon muten, hinten auf dem Knopf oder hinten am Kopf, so muss ich sagen. Ja, auch wieder alles auf einer Seite, wie beim PlayStation-Headset. Ah ja, und eben der Schädel kann schon auch ein bisschen grösser sein. Nur die hier muss ich jetzt halt voll ausfahren, beziehungsweise wenn ich die Kappe anhabe. Wenn ich die Kappe nicht anhätte, könnte ich auch weniger. Aber mit der Kappe zusammen muss ich sie voll ausfahren. Aber das war beim anderen genau gleich gewesen. Aber sie sind angenehm, sie drücken nicht und sie haben ein angenehmes Gewicht. Und ja, wie gesagt, ich probiere sie jetzt mal aus und würde euch dann sicher mal noch ein Feedback geben, wie die Kopfhörer sind. Und ja, da würde ich mal sagen, besser so mit dem letzten Vlog von diesem Jahr. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und dann würde das Video teilen. Und ja, da wünsche ich euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und bis dann, sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.